Das Thema der Woche ist künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. Okay. Steht im Flugzeug einer auf und schreit, Hilfe, Hilfe. Also ist ein kleiner Dicker da. Ja, stirbt jemand und sagt, halt, ich bin fett. Also das ist, also nicht schubst, haut's gleich oder lasst es einfach? Ja, wer schubst, oder verliert. Ich möchte nämlich viel hier und ganz wenig hier. Lonely, I am so lonely. He has nobody for his own. Oder sowas. Ich glaube, keiner von uns hat den Text ansatzweise richtig wiedergegeben. So. Hast du gewusst, dass der Haarfrosch, aka der Horrorfrosch, dazu in der Lage ist, die Knochen seine Vorderfüße bewusst zu brechen, damit sie dann heraustreten und als Krallen fungieren? Also das ist richtiger Wolverine-Scheiß. Okay. Ja, das habe ich nicht gewusst. Also das ist ein richtig martialischer Froschgott. Ja. Und dafür respektiere ich ihn auch. Ja. Ich habe mir jetzt auch nicht weiter mit dem Haarfrosch. Das ist ein sauhässlicher Wurf. Glaube ich, ja. Nein, glaubst du nicht. Okay. Ist das so eher was gar nicht auftaucht? Also fast so was Urzeitliches, sage ich mal. Also, weil es gibt ja auch so Fische, die ganz tief unten sind und die sind alle hässlich. Also so ich weiß schon, die mit den Laternen-Dinger, die schauen alle aus wie Engländer. Ja. Ja, so stimmt. Brutal schiefe Zähne. Tatsächlich ganz genau so schaut der Frosch auch aus. Okay, aber wie so ein Engländer, der gleichzeitig irgendwo im Mittelerde-Universum geboren worden ist. Also schiefe Zähne, rote Haar. Engländer. Ja, kann man eigentlich komplett. Fußball-Enthusiast. Wie geht's dann mit deinem Alkoholentzug? Es macht Spaß. Also bis jetzt geht's noch, weil es ist ja unter der Woche. Samstag habe ich noch ein Bier getrunken. Also das aber seitdem trocken. Ich muss dazu sagen, weil du ja in Urlaub gehst, seit Mittwoch, nicht wie sonst Freitag. Ja, ich bin ja umgezogen und da einmal ein bisschen das Herz brechen müssen, weil er wollte halt dann ein Feierabend halb trinken. Oh. Und ich habe aber nicht gesagt, dass ich nichts trinke, weil ich wollte es ihm nicht kaputt machen. Und habe ihm halt dann trotzdem ein Bier gegeben. Und er hat nicht einmal was gesagt, er hat dann einfach mit größter Verachtung mein Spezi angeschaut und hat dann das Bier sehr schnell getrunken und dann sind wir gefahren. So ist mir letztens gegangen, da habe ich mit einem, also von dem weiß ich, dass er sehr gern trinkt, aber ich habe mit dem noch nie was getrunken. Ja. Und bei dem war ich und dann hat er gesagt, magst du ein Bier? Und dann denke ich mir, ja, fällig, weil ich bin davon ausgegangen, dass er auch mitsauft. Dann stellt er mir ein Bier hier. Ich habe sein Bierfahner gerochen, wirklich. Ja. Also der hat schon brutal an Sitzen gehabt. Dann sage ich, trinkst du nichts mit? Und er sagt, nein, ihm schmeckt es nicht mehr. Nein, hat er gesagt, nein, ich kann es einfach nicht mehr trinken, mir schmeckt es einfach nicht mehr. Hat er gesagt, in seinem Halbrauschen. Ich glaube, der wollte halt einfach nur irgendwo mit dem Auto hinfahren, aber das kann ich ihm sagen, dass er da nicht machen sollen. Aber auf jeden Fall ein richtig beschissenes Gefühl, wenn du nicht damit rechnest, dass der andere auch nichts trinkt. Und ich habe das, ich glaube, also ich übertreibe nicht, das war 0,3er, 5 Minuten höchstens. Er hat uns ja der Kiste damals auch da das Herz gebrochen. Also nicht ganz so, aber wir haben uns ja da auf einen kompletten Vollsuff eingestellt. Also der Kerl ist mit dem Zug gekommen. Ja, schon. Du, das war alles möglich gewesen. Und dann ist er einfach heimgefahren. Bist du einfach heimgefahren? Du hörst mich bestimmt im Podcast. Kiste, du hast uns damals unser Herz gebrochen. Wir haben uns auf ein komplettes Wochenende eingestellt und er kommt am Freitag um 2 und fährt am Freitag um 8 Uhr. Ja. Freitag egal. Man wird nicht jünger. Man wird nicht jünger, man wird nicht schöner. George Clooney kennst du? Ja, das schaut immer gleich aus. Ja, oder du kennst Boris Becker? Ja. Weißt du, wie der früher ausgeschaut hat? Wie ein Engländer. Ja, jetzt schließt sich der Kreis, oder? Schon, ja. Ja, wirklich. Das schaut so dumm aus. Entschuldigung, also in meiner... Hast nicht einmal ein 05er Gleit. In meiner Hand natürlich ein normales Cola. Aber es ist ein sehr gutes Cola. Ja. Keine Werbung an der Stelle. Wir werden jetzt nämlich von Coca-Cola gesponsert. Ja, weil wir den weltbewegendsten Podcast auf der Welt haben. In diesem Universum. Ja, Frau Lindenmeier wäre stolz auf dich. Ja, schon, ja. War unser Deutsch? Ja. Ja, was ist denn los mit euch? Habe ich meinen Einser am Diktat geschrieben und seitdem hat es mich geliebt, weil du hast wirklich keinen einzigen Fehler drin haben dürfen und ich habe mir das danach nochmal durchgelesen und ich schwöre bei allem, dass das Glück war. Ja. Also ich war immer gut in Rechtschreibung, da waren ein paar Sachen dabei, das war einfach Glück. Ja. Das war wirklich einfach nur Glück. Wer unseren Instagram-Post kennt, weiß, dass das
bei mir nicht aufgefallen, dass ich so gute Noten gehabt habe. Na, aber gut, du kannst das ja. Aber tatsächlich. Bei dir ist das reiner Leichtsinn. Englisch besser. Aber wahrscheinlich, weil ich mir da mehr Gedanken mache. Also wegen dem Sauber-Ding, fuck, stimmt. Ja, es ist immer Glückssache im Endeffekt. Jeder hat seine Talente. Der Tom zum Beispiel, unser ehemaliger Azubi, der ist groß. Der ist sehr groß. Üben fett. Zum Beispiel. Klar, ja. Und so musst du es einfach ausnutzen. Genau, richtig. Ja. Jeder hat sau viel Vorteile. Weil oft steht im Flugzeug einer auf und schreit, Hilfe, Hilfe. Also ist ein kleiner Dicker da. Stirbt jemand und sagt, halt, ich bin fett. Lassen Sie mich durch. Ja. Und dann, das ist nicht praktisch, weil dann machen alle frei und dann kann ich einfach hinter zum Buffetwagen gehen und mir noch mehr Nuss holen. Was ist die beste Eigenschaft deiner Meinung nach daran, oder der größte Vorteil daran, dick zu sein? Ich glaube, es wirkt teilweise schon abschreckend. Also man wirkt halt auch breder. Ich glaube, dass das schon ein Vorteil ist, weil man halt einfach, ich glaube, man fegt eher so einen kleinen Dünner, wie jetzt halt mich, weil man nicht weiß. Kann man nicht einschätzen. Ist unter der 40 cm Fettschicht noch irgendwie sowas wie Muskeln. Außerdem bringe ich ja dann viel Schwung mit, wenn ich zuhaue. Eben erstens das und zweitens, was du halt auch gar nicht vergessen darfst, und das soll auch so, ich darf jetzt wirklich auf 100 Kilo hoch essen, darf mir immer zum Verhängnis werden, also egal wie gut du im Kampfsport bist, es kommt einer, der wiegt 100 Kilo und der schubst dich und du fliegst. Wenn du 70, 75 Kilo wiegst, dann kann ich jetzt zu dir hingehen und du stellst dich seitlich hin, ich schubst dich und es passiert nichts. Das passiert gar nichts. Und was halt auch die Leute wissen, ist, ich habe halt nicht die Möglichkeit zur Flucht. Weil das bringt mir nichts. Richtig, also dann gehst du all in. Ja, weil die paar Kraftreserven und die 4 Atemzüge, die wo ich noch übrig habe, die muss ich in Schläge investieren. Ja. Aber zum Thema Schubsen, nur schwule Schubsen. Also, /Größerer /Jahnerer. Ja. Also das ist, nicht Schubs, haut's gleich so, oder lasst es einfach. Ja, wer schubst, verliert. Genau, oder ihr handelt es einfach mit Worten und sagt, du Hurensohn. Genau, Ende. Gleich schubst du die. Schubser incoming, Vorsicht, siehst du das? Ja. Naja. Ja, die Woche. Was ist die Woche passiert? Wenig, weil du saufst ja nichts. Ja. Ich habe ein paar interessante private Infos, wo ich denke, dass die Leute recht interessieren kann. Okay. Und zwar war ich beim Zahnarzt. Ja. Wer war er? Weil muss ja. Das, ich habe mit Dudes, das habe ich mengen. Ich glaube, dass er wahrscheinlich 5 Jahre jünger ist. Okay, ja. Nein, war ein super Zahnarzt. Ich habe nicht so ganz realisiert, dass der gar nicht so viel Zeit für mich hat. Also musst du nochmal hin. Muss ich nicht, dass das gut ist, weil ich habe gedacht, also damit es wirklich komplett im Thema drin ist. Jetzt ist es übrigens wieder saudunkel. Ich glaube, dass das richtig zum Kotzen, aber mäßig. Links und rechts habe ich gedacht. Du bist Künstler, du bist wirklich Künstler. Wieso haben wir noch keinen Podcastpreis? Ja, auf jeden Fall war ich mir nicht sicher. Also links und rechts an die gleichen Zähne, gell? Ja. Ich weiß nicht, was für Zähne das sind. Ja. Feiner Stickel, habe ich gedacht, okay, hast du jetzt ein Loch, hast du es jetzt geschafft, dass du ein Loch hast. Aber, Freunde, macht euch keine Sorgen, das ist ein Stück Füllung. Ah, okay. Der ist abgebrochen und er hat gesagt, alles cool. Aber es tut ja weh, oder? Geht. Okay. Ist nicht so, dass ich nochmal muss. Okay. Es kann irgendwann nochmal eine Krone drüber, aber es ist aktuell so. Und er hat gesagt, ich habe richtig gute Zähne und das bei meinem Konsum, das wundert mich. Ja, seitdem ich 18 bin und ich zum Zahnarzt gehe, sagen die Ärzte zu mir, bei den Weisheitszähnen, die müssen wir jetzt, aber ich wechselte meinen Zahnarzt, sagen, jetzt müssen wir dann nochmal. Und ich habe gar keinen Bock drauf. Deswegen halte ich mich da immer stark und sage, Wir haben es gleich gerönt, von vorne, also präventiv. Einer meiner Weisheitszähne, also hier ist die Zahnreihe, die stehen alle so und ein Weisheitszahn steht so. Okay. Das ist richtig dumm und die anderen sind irgendwie nicht sichtbar. Also falls jemand von euch Zahnarzt ist, Zahntechniker, Zahnarzthelfer, was ist das? Also, aber ich habe ehrlich gesagt, wir werden ja 2 ziehen. Ich habe einfach keinen Bock auf die Nachwirkungen. Also ich lasse mir, also wenn dann Vollnarkose, weil ich glaube, das braucht mein Körper. Dann lasse ich mich gerne am kompletten Rücken tätowieren. Beim Aufwaschen. Ja, was lasse ich? Dann lasse ich mir die Knie so brechen, dass ich 2 cm größer werde. Ja. Dann gute Nachrichten, unser Bandauto ist immer noch am Arsch. Ja. Das gibt es noch von dieser Woche. Dieselpartikelfilter, alles. Also eigentlich ist das dann noch ein neues Auto, muss man dazu sagen.
Was wir kennen, so Ölpumpen ist, weil wir letztens aufgezeigt haben, was alles neu ist. Ölpumpen und Lichtmaschine ist auch neu. Ja, stimmt, ja. Und die Lichtmaschine war doch wieder hier, weil das Öl drauf getropft hat, oder war das? Nein, ich glaube, die ist hier geworden, weil es ölt und dann haben sie es getauscht. Ja, okay. Ja. Also, bin kein Arzt. Wir sind gerade überlegen, was machen wir mit unserem Ford Transit. Nur, dass ihr mal gehört habt, was alles gemacht worden ist. Es ist die Ölpumpen gemacht worden, die Kupplung ist neu, Turbolader neu, Lichtmaschine neu. Ja. Motor general überholt. Und jetzt ist der Dieselpartikelfilter nochmal regeneriert worden. Ja. Und jetzt ist die Frage, was kann denn noch kommen? Ja. Wie lange haben wir jetzt? Ein Jahr? Oder? Ja, ist safe zweimal sauber gemacht worden. Ja. Hast du einmal sauber gemacht? Einmal, ja. Das andere Mal dann Sabrina wahrscheinlich, oder? Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Nein, ich glaube, ich habe sogar zweimal. Oder er ist noch einmal sauber. Ja, oder einmal, ja. Das sind jetzt die Optionen. Nein, und jetzt überlegen wir, ob wir es verkaufen sollen. Ja. Oder ob wir jetzt sagen, jetzt ist er eigentlich top. Falls das jetzt irgendein Autohaus sieht, die wo Transporter anzubieten haben und sagen, hey, die Jungs, die sind so sympathisch, die wo ich sponsern, dann der eine kann brutal lustig rülpsen. Ja, kann ich einen Werbespot für euch machen. Ja. Kann ich einfach, stelle mich hier und dann rülpse ich ein Ding. Also wenn es jetzt mal, gehen wir mal von Autohaus Schlegel aus, wird das ausschauen? Autohaus. Warte, das ist schwierig. Nein, dann müssen wir die cheaten. Oh Gott, ja. Wow. Aber ich kann vielleicht Schlegel normal sagen und dann fahren lassen. Das ist so. Das war wahrscheinlich die beste Werbung aller Zeiten. Ja, schon. Ja. Oh, fuck. Endlich erwachsen. Jetzt sehe ich gerade, dass wir was vergessen haben. Echt, was? Ja, das lampen wir da nicht. Ja. Klassiker. Live. Ja, das ist... jetzt. Ja. Also, wenn jetzt zufällig da draußen ein Autohaus Schlegel ist, ich weiß nicht, ob du die Erlaubnis gibst, dass sie so ungeschnitten verwenden darfst. Klar, nicht ist ja. Jetzt habe ich brutal viel Luft im Bauch, das ist gar nicht so schön. Das kann sich ja jeden Weg so hören. Das ist eigentlich auch schon, ich habe da noch ein paar Sachen, aber jetzt ist es immer langweilig. Also, so viel ist in der Woche nicht passiert. Und ich glaube, der Podcast hat gerade sein Highlight, seinen Höhepunkt erreicht. Peak, seit dem 6 Podcast. Es ist übrigens sehr, sehr, was sie auf jeden Fall, wenn man das abzeichnet, ist, dass immer, wenn im Titel irgendwas mit Sex oder Porno ist, dann hat der ungelogen innerhalb von kürzester Zeit 150, 200 Downloads mehr. Also ich glaube, es werden wir nur noch über das Bumsen reden hier. Ich kann halt nicht viel das so zum Sagen. Also ich habe keine wichtigen Tipps. Da wird noch gefragt, was die Woche so los war. Ja. Und dann sehen wir, wie wir runterkommen. Ja, aber das ist recht häufig. Ja. Jetzt bin ich auch inzwischen schon zu faul dazu, ich weiß gar nicht. Ja. Ich brauche irgend so einen Sub, der einfach auf Abruf wirklich immer da ist, wo ich sage, beziehungsweise das Abruf, der muss das selber merken, weil ich will keinen Kontakt zu weit haben. Nein. Weil der weiß, wer mir angelangen muss. Ich möchte nämlich viel hier und ganz wenig hier. Ja. Außer, wobei das gut ist, wenn hier, dann... Ja, am besten war es, wenn er gleichzeitig noch Krankenpfleger ist. Ja. Weil dann, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, so ein normales Wochenende, wenn ich nicht saufe, dann gehe ich nicht aus dem Haus. Ja. Und dann lege ich mir eine Wund. Dass er die umlagert. Dass er mich umlegt, dass er mir einmal sauber macht, mal zwischen die Rillen durchputzt. Ja. Und dann, Zähne eben, weil wir mal gemerkt haben. Die Zähne eben oder Zehennägel? Nein, die Zähne eben. Okay, gut, ja. Wenn er gerade schon an sich dabei ist, eine kleine Pediküre, sage ich nicht, nichts verkehrt, ne? Nein. Und dann eben auch noch schnell hier. Ja, und dann sage ich alles klar, ich bin wieder bereit für einen Montag. Ja. Danke. Ja. Netzwerksuff. Wir sehen uns in 24 Stunden, mein Freund. Wenn ich nach rechts draht werden will. Mhm. Beziehungsweise das nicht will, sondern das musst du entscheiden. Du bist der Fachmann. Schon, du bist der Arzt. Und ich will einfach nur überleben. Ja, jedes Ding, wo ich hier halt leicht rot bin, dein Fehler. Deine Verantwortung. Ja. Und ich werde schnell wund, mein Freund. Was eigentlich verrückt ist, gell? Ich weiß gar nicht, wie das entsteht so genau. Nein. Also du musst ja dann so eine Mikrobewegung machen, oder ist das, muss man mal informieren. Das hat der da oben schon geschert eingerichtet. Eigentlich ist ein Liegen das Perfekte.
Also die perfekteste Fortbewegungsmittel ist der Link. Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn du an dem Tag nichts vorhast. Ja. Das ist ja mit allem so. Alles, was gut schmeckt, ist ungesund. Und regt mich so auf. Das Einzige, was eigentlich gut ist, aber nicht schädlich ist, Ficken. Ja. Außer halt die Schwangerschaft. Oder könnt ihr aber deswegen nur einen Arsch. Für die Frauen ist das auch nicht gut. Stimmt. Also, schätzen. Ich habe Erfahrungsberichte in der Hinsicht. Da gibt es Blogs drüber. Ja, Beschwerden. Einen ganzen Kummerkasten. Ja, gibt es auch nicht bei Reddit Los Brutalos Backstage-Fick. Oder Los Brutalos. Ja, stimmt, ja. Ja, das ist aber jetzt eine gute Überleitung. Und zwar habe ich beim Thema der Woche, weil das, was die KI aktuell noch nicht kann, ist mir ein Runterholen. Das ist meine Überleitung und jetzt pass auf, Kid Rap. Das Thema der Woche ist künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. Okay. Klaut unsere Jobs. Ich klaut unsere Jobs, uns hat es nicht gleich gewinnen. Ich bin tatsächlich drauf gekommen, weil wir halt mit meiner Oma drüber unterhalten. Ja. Und weil sie ja gar nicht weiß, wie weit dieses KI-Ding aktuell geht. Was ist deine Meinung dazu und was für Möglichkeiten kennst du inzwischen schon KI-mäßig? Ja, also insgesamt finde ich es, also ich bin immer offen gegenüber Neuerungen, aber man muss natürlich einmal ein bisschen schauen. Also jeder, der iRobot gesehen hat, glaube ich, ist ein bisschen kritisch eingestellt. Das erste, woran ich gedacht habe. Künstliche Intelligenz so geht. Früher haben wir immer gedacht, dass er erst durch so Automatisierungen und Maschinen, dass er erst so Handwerker und sowas trifft, aber durch die KI sind halt jetzt sehr viele Künstler oder auch viele Leute, die planen oder denken oder Übersetzer, sowas braucht halt jetzt keine Sau mehr. Nein, das ist halt echt krass, also Dolmetscher. Ja. Maler. Ja. Also ist es auf jeden Fall ein Gewinn, wenn man es richtig einsetzt, denke ich mal, auch für einen privat, persönlich. Aber natürlich, glaube ich, kann es schon gefährlich werden, wenn man es nicht kontrolliert. Oder weil man halt dann zu bequem wird. Vielleicht irgendwann ist das dann so das Ding, wo man sich dann auf irgendeine Art und Weise anfängt, selber auszulöschen. Oder halt die 5 Bauernfünfer, die wo beim die Bauernfünfer revidiert das Wort, die 5 Hinterwäldler, die wo halt keine KI haben, dann irgendwann kommen und mir einfach zusammenschlagen, weil ich mich nicht mehr bewegen muss wegen der KI. Ja, und du jemanden hast, der die umlagert. Schön gewischt. Ja. Also ich bin eigentlich, ich bin total im Zwiespalt. Ja. Irgendwie fuckt es mir ab, weil unser Beruf ist ja, wir sind ja Künstler, sowohl im Filmbereich als auch im Musikbereich. Ja. Beides kann jetzt aber von der KI schon übernommen werden. Ja. Und es ist auch gefährlich, weil man kann ja nicht sagen, unser Humor oder so, der ist so speziell, weil wenn du dir einfach ein paar von unseren Daten, also wenn du das transkribierst und dann dem Ding gibst, dann spuckt der, also erst einmal wird er sagen, er darf es dir nicht empfehlen, das zu machen, weil das gesellschaftlicher Selbstmord ist. Ja. Und er lässt sogar dringend davon abraten. Ja. Oder manchmal bei ChatGPT, das sagt er, dass das nicht erlaubt ist, sowas zu machen. Okay. Wenn ich sage, schreibe mir eine Geschichte über mich, wie ich es mit mir selber treibe, obwohl ich 3 bin. Ja, richtig. Ja, guten Weg gefunden das. Ja. Aber das darf dann ChatGPT sagen, ist ja okay, weil du bist ja... Ich fick mir noch selber. Genau. Ja. Das geht mir jeden Tag. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Musik. Also ich war halt schockiert, als um das Thema Malle gegangen ist, hat mir der MJ einen Ding-Song geschickt, einen AI-Song, wo es dir einfach noch 2 Schlagwörter gibst und der war echt lustig und der war gut und ich habe mich mit dem Tool noch nicht so beschäftigt, aber laut Tom zumindest liefert er echt, es geht schon immer in eine Richtung, aber er liefert schon sehr viele unterschiedliche Ergebnisse. Also du kannst jetzt auch nicht, und jetzt sind wir ja wirklich am Anfang. Ja. Also ich finde, dass man sich wirklich aktiv damit beschäftigt, also ich zumindest, ist ein Jahr, wo es wirklich im Mittel, und jetzt dauert es noch 2-3 Jahre, dann ist es wie das Internet, dass es halt nicht mehr weg zum Denken ist, und in 5 Jahren kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es manche Jobs noch geben wird. Ja. Also, was ich mit am schockierendsten finde, ist, man denkt sich immer, wenn es darum geht, Geschichten zum Schreiben. Ja. Geschichten, es gibt jede Geschichte, die man schreiben kann auf dieser Welt schon. Und jetzt hat die AI eben die Möglichkeit, sich die besten rauszusuchen und zu kombinieren. Ja.
und das belegt oder beziehungsweise gestützt von Daten, was kommt am besten bei den Leuten an. Ja. Und das, was am besten bei den Leuten ankommt, wobei Popmusik dagegen spricht, ist ja in der Regel auch das, was am besten ist. Ja. Und das ist schockierend, dass man einfach da so ersetzt werden kann. Ja. Und wie du schon sagst, mit Humor, ja. Also das Einzige, was KI noch nicht kann, ist, dass man jetzt in einem Raum, wenn man jetzt auf Musik wieder geht, zusammenhockt und gemeinsam Musik macht. Ja. Aber es wandelt sich ja alles immer mehr dazu, dass man sich ja gar nicht im Real Life treffen muss. Ja. Ich meine, wo saufst du am liebsten, abgesehen von den Orten, die wir letztens aufgezeigt haben? Im Büro. Genau. Ja gut, das sind nicht mehr hin. Ja. Das ist der soziale Kontakt. Ja. Aber das ist das Einzige, was KI, glaube ich, lange Zeit nicht ersetzen kann. Ja, ich glaube, dass manchmal, also ab und zu kann man es ja nicht erklären, warum Sachen gut ankommen. Da liegt es dann ein bisschen an der oder liegt es dann an der Person, wie sie es macht, wie sie es performt oder einfach an der Art und Weise oder an dem Vibe, sage ich mal. Ja. Das ist schon dann was halt immer wichtiger wird, dann denke ich mir mal, also so, dass du deine persönliche Marke aufbaust. Ja. Richtiger Marketing-Talk jetzt. Ja. Ja, da baue ich mir schon seit Jahren vor, weil ich glaube nicht, dass ich eine KI in den Kopf tackern kann. Der Trottel. Nein. Ja, aber die KI kann eine Person erstellen, die sie auf dem Video in den Kopf tackert. Ja, aber das ist ja wie wenn sie im Computerspiel in den Kopf tackert. Wo ist da? Ich sehe genauso, aber da hat man letztens ein komplettes Instagram-Profil von einem AI-Model gezeigt. Ja. Das ist halt auch wirklich ein Video, das sich bewegt und ich denke, hallo. Ich habe mir gedacht, du bist ein nettes Mädel, gell? Die da die gerne mal auf einen Cappuccino einladen. Ja. Also, das funktioniert schon mal gut. Also, so das schon, ja. Das ganze Sexuality-Ding. Gut, das funktioniert schon seit Tomb Raider. Das stimmt, ja. Du hast recht, ja. Du bist einmal gegen die Wand gelaufen. Das ist eine Schlampe. Ja, mein Lieblingsgeräusch war, wenn es gestorben ist. Ja. Und das ist unfreiwillig relativ oft. Ja, schon. Oder? Ja. Man nennt es ja den kleinen Tod und hier war es halt einfach der Tod. Ja. Aber für mich macht das keinen Unterschied. Erst das, dann habe ich bei Sims die Gebäude baut und Türen weggemacht, dass sie da drin verrecken. Wir haben so viel Gemeinsamkeit. Und dann habe ich bei GTA San Andreas Dodi-Noten fotografiert. Aber sonst keine Warnzeichen. Nein, alles cool. Und nicht nur Prostituierte, sondern auch Polizisten. Polizistinnen? Nein, alle Bullen. Alle Drecksbullen, oder? HCAP. Nein, das hätte sich wahrscheinlich keiner anschauen sollen. Und ich hasse nicht einmal Frauen und ich hasse nicht einmal Bullen. Ich weiß nicht, aber ich war halt in meiner Rolle. Ich war halt der Gangster. Ja, und da musst du. Also ich glaube, du hast es halt gemacht, weil es eine Grenze überschreitet und das ist halt das, was lustig ist. Ja, weil dann jetzt mal, wenn jemand kommt, sage ich, schau mal, was ich fotografiert habe. Ja. Also das habe ich im Spiel fotografiert. Ja, ich weiß ich. Das musst du beim Handy verbringen. Wobei das schon ein cooler. Wenn der Smalltalk so ausgeht, schau mal, hey. Ja. Das heißt GTA San Andreas. Die Note habe ich aufgeknallt. Ja, die ist ein Foto. Ja. Kommt nicht wieder. Nein. Ja gut, ich muss dir überlegen, nach wie vor, wie viel Spaß wir gehabt haben. Einfach nur, ich bin auf dem Gepäckträger oder hinten am Motorrad gehockt und wir haben einfach leider Passanten erschossen und das stundenlang. Ja gut, darum geht es ja bei GTA. Also Passanten zu erschießen. Jeder Spacko, jeder, der wo GTA spielt und die Missionen macht, das so Spaß. Ja, da bin ich jetzt komplett bei dir. Ich habe das Seiten gespielt, aber das ist also es geht in erster Linie darum, auf der Straße rumzulaufen, eine Frau voll in die Fotzen zu hauen, ganz speziell eine Frau. Ja. Hoffen, dass es wird und dann kassiert, dass es sie wird und dann kassiert es richtig brutal. Ja. Und mit irgendwelchen Motocross auf den Berg zum Fahren und runter zum Springen. Ja, genau. Und 6 oder 5 Sterne zu machen und dann auf den Berg zum Fahren. Richtig, und da und sagen, ihr Trottel, find's mich nicht. Ja. Und dann kommen die Hubschrauber. Ja, und das Zeigeln und Dings. So, Waffensheet. Ja. Panzerfaust. Alter, das habe ich mir so geil gemacht, wenn du einen Cheat eingeben hast. Das sind die einzigen, die wo ich nach wie vor kannst. Ja. Krass. Ja. R1, R2, L1, R2, links runter, rechts hoch, links runter, runter. Das ist ein Waffensheet. Also vor allem, ich bin fasziniert, dass es nicht nur so im Fingergedächtnis drin ist, sondern dass das du auch so wiedergeben kannst. Ja, da war mein Hirn noch topfit. Deswegen kann ich die ganzen Deutschraps an noch. Ja, aber neue Deutschraps an, gar keine Chance mehr. Ja, wenn ich es oft daher schon. Also Deutschrap lerne ich trotzdem schneller wie andere Sachen. Naja. Also das Einzige, was KI nicht ersetzen kann, ist aktuell meiner Meinung nach soziale Interaktion. Und mit dem Pfleger.
Und dein Pfleger, aber es ist ja eine soziale Interaktion. Ja, stimmt, ja. Aber ansonsten... Und es, also da wir ja noch im Anfangsstadium sind, ist schon so, dass sie jetzt die ganzen AI-Songs, also die hören sie nicht vor der Komposition gleich, aber das sind 5, 6 Stimmen hinterlegt. Ja. Und ich habe mit dem Programm schon ein bisschen rum da und man hört sofort raus, wenn das die Stimme ist. Also es ist immer die gleiche. Aber also so also ist das auf jeden Fall krass. Also es gibt ja jetzt auch schon dieses Tool, wo du eben deine eigene Stimme hochladst. Ja. Und, er baut es dann, und das ist echt gut. Ja, schau dir mal die ganzen, also man kann sie schon nicht mehr Deepfakes nennen, aber das mit, ich freue mich über jedes Video, das von der Angela Merkel hochladen, wo es drüber reden, wie es kifft und du darfst gerne bei mir auf der Couch knacken. Aber und das ist so perfekt, sowohl stimmlich als auch Mundbewegung. Und das ist also Deepfakes gibt es ja viel vom Olaf Scholz, wo einfach auf so Deutschrap-Videos, und zwar auf jedes Gesicht dann, also wenn das so 5, 10 Kennex im Video stehen, Olaf Scholz-Fresse, das ist schon so sehr amüsant. Lustig, KI macht nicht nur Schlechtes. Nein, macht viel zum Lachen. Ja. Ich habe ja mit dem Ding schon rumprobiert, auch eben so geschaut, aber das fühlt sich irgendwie, es fühlt sich nicht auf eine gute Art und Weise zum Cheaten, so Musik zu machen. Ja. Also, aber das siehst du so. Ja. Viele andere sehen das natürlich nicht so, sondern hat die Möglichkeit, Money zu machen. Ja. Und das ist halt schon. Also ich bin gespannt, ich möchte es, wie du auch nicht von vornherein verteufeln, auf keinen Fall. Also, das Einzige, was mich ärgert und was mich unter Druck setzt, ist, du musst das verwenden. Ja. Wenn man in dieser Branche arbeitet, also ich rede jetzt nicht einmal speziell von der Musik, wobei es auch da ein Jahr dauert und dann, glaube ich, funktioniert sowas wie Mixen und Mastern. Oder nicht ein Jahr. Ja, Mastern gibt es teilweise schon AIs. Ja, irgendwie nervt mich noch manchmal der Begriff AI, aber im Endeffekt ist es halt der Unterschied zu den sonstigen Mechanismen, das gegeben hat, ist einfach, dass die sich immer weiterentwickeln, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Also, weil jeder sagt jetzt immer auch AI-gestützte Videostabilisierung, aber wofür brauche ich da AI? Ja, ich glaube, dass das ja ein bisschen ab und zu so ein Plastikwort ist, dass das halt interessant klingt, so wie Los Brutalos präsentiert, oft wo live verwendet wird, dass einfach eine große Anzahl von Menschen sagen, oh, das klingt interessant für mich. Das, wenn die zwei das präsentieren, dann schaue ich mir das an. Ja, das ja gerne sehen. Kommt auf die Watchlist. Ja. So zum Inspirationen holen ist vielleicht ab und zu ganz cool, aber ich glaube, so jetzt da ich mal behaupten, wie es bei uns ist, also es ist, wir machen ja Musik, weil es uns ja auch Spaß macht und mir, also ein bisschen der Druck ist schon, dass man viele Songs rausbringt, aber es ist jetzt ja nicht so, dass wir da sterben, wenn wir keinen Song rausbringen. Und da denke ich mir dann, und da fällt ja der ganze kreative Prozess dann irgendwie. Aber also für einen selber. Also mir geht es ja mehr um den Outcome, was dann am Ende da ist. Und jetzt zum Beispiel, wo ich immer der Überzeugung war, ist, dass wir zwar wirklich gut drin sind, Leute zu beleidigen. Ja. Dann hat der MJ letztens ChatGPT uns beleidigen lassen und das war lustiger als alles, was wir jemals gemacht haben. Ja. Das hat er bei uns im CR gemacht und das war echt sehr, sehr lustig. Ja. Das ist also, ich muss mal schauen, ob ich es kurz vorlesen kann, wenn es nicht so lang dauert. Aber also man sieht das Los Brutalos Live-Beutel. Werden wir jetzt hier nicht sehen. Ja. Wir drei haben Sonnenbrillen auf, haben schwarze Shirts und Sterne in einer Reihe. Und ChatGPT hat Folgendes geschrieben. It looks like Los Brutalos here are auditioning to be the next Man in Black agents, but somehow ended up looking like the security team for a discount sunglasses outlet. Did they borrow their tough guy poses from the dads trying to look cool for Facebook Handbook? Das ist so gescheit, der hat erkannt, dass wir eure Arschlöcher sind. Ouch, ja. And let's talk about those shades. They're not just blocking out the haters, they're blocking out all fashion sense. Are those for style or just to hide the tears from realizing their band's name sounds like a taco truck? Ja. Das ist... Honestly, they look like they're about to... Das ist das Gescheiteste. Honestly, they look like they're about to drop the hottest mixtape of 2008. But instead, they're here, hoping someone swipes right on their Tinder profile pic. Peach wahrscheinlich. Ja. Sauvedo. Sauvedo. Ein bisschen wenig Marmlines, aber sonst... Aber was man halt dazu sagen muss, also ich lasse mich gerne von der künstlichen Intelligenz beleidigen, weil sonst ist es nicht persönlich.
aber halt auch doch sehr ehrlich. Den Serverraum werde ich ficken. Ja. Kommen mit ein paar. Da sage ich, hey Jungs, in Serbien sage ich, vorbei jetzt mit Ziegenhüten. Wir haben eine Mission, Freunde. Den Serverraum haben wir alle. Dann geht's los. Ja. Naja. So viel zur künstlichen Intelligenz. Ist eine Chance, die man ergreifen muss, glaube ich, wenn man in unserer Branche arbeitet. Also ich rede jetzt speziell von der Filmbranche auch. Aber es nervt halt auch, dass man es ergreifen muss, um nicht hinterher zu sein. Das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich daran stört. Ja. Schon. Die Los Brutales Favorites. Ja. Oh fuck, da hätte man vorher selber was überlegt. Die 3 schönsten Orte, an denen du je warst. Die 3 schönsten Orte, an denen ich je war. Ich kann dann auch gleich simultan dazu überlegen. Also der Whitehaven Beach, auf jeden Fall in Australien, der ist geisterkrank. Der ist aus der Raffaello-Werbung. Ich kenne die Raffaello-Werbung. Der ist wunderschön, da waren noch Korallentauchen dabei und sowas. Der war auf jeden Fall beeindruckend. Schwierig, also was gibt's noch? Es gibt viele Sachen. Es kann ja innerhalb eines Gebäudes zum Beispiel sein, also muss jetzt nicht nur ein Land sein. Spiegelkabarett. Weißt du da drin, was drin sein? Ja, also was ich immer wieder feiere, ist der Sulmenstor. Da jetzt nicht, also das ist halt. Aber das der Walchersee finde ich um einiges schöner. Ja, aber den von Sulmenstor viel von meiner Kindheit auch verbracht und so. Also den verbinde ich halt insofern, also der, wenn man sich den genau anschaut, dann sind da hässliche Brücken und sowas, aber der Blick an sich auf die Berge und wenn es unten bist, das ist schon ganz geil. Was war nur richtig schön? Was hat richtig meinen Kopf gefickt? Also, wo ich leider zugeben muss, auch wenn es halt komplett verbraucht ist, aber es ist halt, was echt nach wie vor, finde ich, mit einer der faszinierendsten Bauwerke, also das Schloss Neuschwanstein, das ist so krank. Das ist jetzt kein Geheimtipp, schätze ich. Und es hat einen Ort in Norwegen gegeben, den müsste ich nochmal raus, das hilft jetzt nicht wahnsinnig viel, aber da bist du eben am Feuerwehrauto hingefahren und es hat auch wie eine scheiß Werbung ausgeschaut. Da waren also 2 Sterne direkt im See und dann hast du ewig weit hingeschaut. Das einzig Beschissene war, dass der Holländer dann gekommen sind und sich auch dazu gestellt haben. Aber grundsätzlich Norwegen, Breikestolen, es ist so ein riesiger Felsvorsprung. Es ist krass. Ja, in Südafrika die Nice Heads, glaube ich, haben das geheißen. Das war noch geil. Aber das, glaube ich, war ja von der Tagesstimmung, vom Vibe abhängig. Das ist auch so ein Fjord, da man jetzt wahrscheinlich sagen, so, aber jetzt nicht so krass wie jetzt in Neuseeland oder Norwegen oder so. Aber da war es auch richtig schön. Ja. Also so nach wie vor der größte Mindfuck in meinem Leben war, wo ich in New York aus der U-Bahn gestiegen bin, mit 20 oder so. Das war, da bin ich gar nicht mehr klar gekommen, weil ich am Times Square ausgestiegen bin und da habe ich gedacht, und da habe ich das auch gar nicht kennt, weil ich in der Bauernfünfer bin. Ja. Und dann habe ich gedacht, krass. Ja, so ist für mich das erste Mal in Amerika gegangen, egal wo du warst. Also für mich war das erste richtig, richtig beeindruckende, was ich dann gesehen habe, der Zion National Park, das Angeles Landing, das war für mich schon irgendwie auch. Wobei jetzt rückblickend ist natürlich der Grand Canyon irgendwie beeindruckender, aber irgendwie halt auch nicht, das ist schwierig. Ja, also wenn man jetzt rein so, wie schaut es aus, wie ist die Experience und dann der Ausblick, finde ich eigentlich den Berg da, also der Zion National Park cooler. Angeles Landing, ja. Wie jetzt an Grand Canyon. Aber das hat mich beim ersten Mal ja sehr beeindruckt, aber die anderen 3 Mal dann nicht. Ja. Ich war sehr oft da, naja. Kannst du nicht raus. Ja. Ich glaube, einer der schönsten Orte, wo ich noch nicht war, ist auf jeden Fall, ich möchte unbedingt in Las Vegas das Sphere-Ding sehen. Ja, das bin ich ja Riesenfan. Und die Havasu Falls. Ja, stimmt. Das da glaube ich auch, dass das... Auch sowas wie die Victoria Falls oder sowas. Ja. Das ist auch krass, glaube ich. Niagara-Fälle waren schon auch beeindruckend. Ja, aber schon. Das ist halt viel gereist, viel rumgekommen, viel gesehen. Ja, gibt noch viele Sachen. Ja, oh, doch, warte, ich habe noch einen, der muss ich unbedingt, weil ich glaube, dass das nicht eben ein Begriff ist. Und zwar in Mexiko, jetzt in Cancun-Umgebung, Cenoten. Für die Leute, ich habe nämlich, bevor ich mich mit Mexiko beschäftigt habe, noch nie von sowas wie Cenoten gehört. Das sind einfach Wasserlöcher, Höhlen,
Höhlen, die mit Wasser gefüllt sind. Und die gibt es oben drüber, oder? Ja, das sind die klassischen, aber du kannst einfach in die Höhle rein und das Geile ist, das ist Frischwasser, also das stinkt da unten nicht und sie sagen, dass komplett Mexiko, dass alle Zenoten in Mexiko irgendwie miteinander verbunden sind, aber keiner checkt wie. Okay. Und da gab es unten eine Zenote gegeben, das war die teuerste, also du musst überall fast geführt rein, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, dass das der schönste Ort ist, an dem ich je war. Ja. Mir fällt nur der Name gerade nicht mehr ein. Ich glaube, Mariposa hat die geheißen. Ja. Müsst ihr den nochmal schauen, aber das ist, also wenn jemand nach Mexiko fährt und schöne Zenoten sehen will, dann. Ja. Aber was auch krass ist, sind die Dolomiten natürlich, die sind auch wunderschön. Und Duisburg. Hannover. Ja. Alles nördlich von Minga. Ja, stimmt, aber Minga, das kannst du zuscheißen. Ja. 5 Entweder-Oder-Fragen. Ja. Darfst du lieber lang saufen und kurz schlafen oder kurz saufen und lang schlafen? Ich weiß, das ist ich habe es extra auf die bezogen, weil ich weiß, wie gern du schlafst, aber ich weiß auch, wie gern du saufst. Also das dann lieber das Erste machen. Also normalerweise da die lang saufen und lang schlafen. Das ist so mein Ding. Ja, aber dann, wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, da die lieber lang saufen und weil ich aber trotzdem die Angst, also wenn ich jetzt nur kurz saufen, dann hätte ich Angst, dass ich was verpasse, wenn ich schon unterwegs bin. Und wenn du es jetzt 3 Tage in Folge machen müsstest? Ja, dann ist es ja wurscht. Stimmt. Also dann, recht, ja. Das ist noch einmal schlimm. Ja. Warst du lieber dumm oder lieber hässlich? Da haben wir Gott sei Dank nicht entscheiden müssen. Ja. Aber dann lieber dumm. Aha, okay. Nochmal die gleiche Frage. Ich war 1000-mal lieber dumm. Ja. Ich glaube, dass man es mit Dummheit leichter hat. Also wenn du dumm und schön bist, hast du es leichter, als wenn du hässlich und schlau bist. Nein, ich muss ganz ehrlich sein, also wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, glaube ich trotzdem, das ist blöd, weil es meine eigene Frage ist. Ich stelle die Frage, wie hässlich. Ja, schon, ja. Also das ist halt, Engländer ich glaube, du hast halt nur 20 richtig gute Jahre, wo die Schönheit wirklich eine Rolle spielt. Aber dann checkst du es nicht. Ja. Weil du dumm bist. Stimmt, das ist halt der Fall. Stimmt, nein, ich war lieber dumm, weil ich glaube, das ist dann echt viel das Leben ist viel einfacher, ja. Wirklich da machst viel du ab und zu, ich mache mir schon viel Gedanken und denke mir, wie gestern so Leute, die so richtig schlau sind. Ja, nicht nur so Bauernschlau wie wir. Schon, ja, die, wo keine Klettverschlussschuhe dran. Ja. So komplette Überflieger. Ich möchte jetzt auch noch mal sagen, wir alle sagen Klettverschluss sind so, ja. Ja. Klettverschlussschuhe sind sie einfach zu bedienen, ja. Aber bei häufiger Benutzung, was ist, wenn der Klettverschluss sich mal abnutzt und da sind dann so Fussel drin und dann geht es nicht mehr zu, dann bist du nämlich aufgeschmissen. So einfach haben sie wie Klettverschlussschuheträger nicht. Oder du hast Jogginghosen, die sich da dann verheddert. Albtraum. Ja. Absoluter Albtraum. Das wünscht deinem schlimmsten Feind. Nein, also dumm sind wir uns doch beide einig. Bei einer Lebensgefährtin, dumm oder hässlich? Dumm. Das war oberflächlich, bin ich auf jeden Fall. Ja, okay. Finde ich gut. Ja. Eis oder Kuchen? Eis. Richtige Antwort. Da habe ich ein bisschen gestruggelt, weil ich mir nicht sicher war, was ich werde das jetzt mal verwenden, immer mal was anderes. Ja. Darfst du lieber dein Leben lang auf gut Essen verzichten oder auf Musik? Und bevor du antwortest, ich meine wirklich, du darfst jetzt nur jeden Tag einfach nur, du weißt, wie gut das Essen schmeckt. Also in deinem jetzigen Zustand darfst du nur noch die so ernähren, also sagen wir flüssig ernähren. Ja, wie Astronaut. So. Genau, richtig. Okay. Also einfach nur... Wie England. So was das immer. Ich weiß nicht. Das ist echt... Ja. Die pulten sich schon ganz schön viel ein, gell? Die Engländer. So, aber die haben genau das Problem, die sind halt nicht alle dumm, aber alle hässlich. Ja. Und dann haben sie natürlich Zeit, weil die müssen ja nicht, die haben ja das Dating-Problem nicht, den ganzen Scheiß. Denkst du, dass Engländer so hässlich sind, weil die auf einer Insel wohnen und deshalb schlecht ernährt sind und brutal viel Inzest? Ich glaube Inzest, also weil... Vielleicht ist es auch bei uns so, weil hier Krieg, Pest... Ja, schau dich hier um. Ja. Schau dich um, also ich weiß nicht, ich glaube, dass wir eingeflogen worden sind, für zwei Hübsches. Ja, schon, ja. Also nein, das ist ein ganz klares Inzestproblem, brauchen wir gar nicht weiterreden. Erinnerst du noch meine Frage? Nein. Ich habe mich für schön entschieden. Lieber auf Essen verzichten, ja, genau, Essen oder auf Musik? Also auch Musik hören? Ja. Also dann da die Musik nicht mehr.
Also auf Essen verzichten. Glaube ich. Ja, das ist auch schwierig. Also, es ist wirklich Musik, es sind ja beides große Bestandteile, aber essen tue ich halt nur wenig am Tag. Also nicht so häufig. Also zeittechnisch. Wenn es hochkommt, 3-mal. Ja, und da in kurzer Zeit viel. Aber Musik, das beschäftigt mich über mehrere. Und es ist auch so, wenn ich Musik mache, dann vergiss das Essen. Und das muss ja schon was heißen. Das ist gleich das Einzige, wo Das Schlimme ist, ja. Kennst du die Leute, die sagen, ich bin so krank, ich kann nichts essen? Ja, so geht es dir mit Musik machen. So nein. geht es mir nicht. Nein. Also Kotzzeit, aber manche haben ja so eine Grippe, heute krieg nichts. Wenn ich krank bin, dann friss ich am meisten. Ja, und dann friss ich und wechsle. Ja. Dann bin ich wieder 13, 14, ja, und hab Bauchweh und bleib von der Schule daheim. Gibt es den ganzen Tag nur Kellogg's? Ja. Gehe mit meinem Halbständer aus dem Zimmer raus und sage, Mama, ich hab Bauchweh. Ja. Ja, und dann musst du wieder die verklebte Bettwäsche waschen. Ja. Und so da ist war nichts. Ja, obwohl es mit bloßer seine Körperkraft gar nicht zusammengefallen kriegt. Dann musst du die Nachbarin holen, ja. Ja, oder einfach davor 2 Tage einweichen lassen. Ja, stimmt, ja. Weil ich wechsle nicht einmal in die gleiche Stelle. Das mal kann ich erst, wenn es einmal wie so ein Leimpanzer schon, ja. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen wie so ein Fink. Gibt es die Vögel schon? Oder? Ja. Ich glaub, oder wer baut die Neste? So einige Vögel. Ja, Schwalm, oder? Schwalm. Dann bin ich wie ein Schwalm. Ja. So machen wir ein eigenes Wichskokon. Ja, das ist der Raupe sagen können. Ja. Ich wichse mir nicht selber voll. Nein, das stimmt. Ich bin halt kein Tier. Nein, ich bin besser Schwein. Ja, nein, ich weiß genau. Genau, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Musik auf ähnliche Art und Weise lieben. Ja. Und ich glaube dennoch, dass ich mich fürs Essen entscheiden werde, weil ich mich halt in eine andere Kunst dann wahrscheinlich in eine andere Kunst stürzen könnte, sowohl was, aber auch, wenn du dir halt vorstellst, wenn du einen Film schaust und du hast dann keine Musik drin, das ist einfach sausch. Eigentlich ist es auch was man nicht beantworten, weil ich für mein Leben gerne. Schon, Wirklich, also das ist ja, ich komme mir zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag nichts isst oder der Tag scheiße ist, aber ich weiß, am Abend mache ich mal was richtig Geiles, dann rettet das meinen ganzen Tag, also so sehr mag ich essen. Ja, ich glaube, weil das ja Essen ja Glücksgefühle auslöst. Ja, definitiv. Ähnlich viel, wie wenn die Schritte von meinem Onkel einfach an meinem Kinderzimmer vorbeigehen. Ja, das ist nie passiert, ne. Es ist immer... Du freust dich und dann... Ja. Das war dir, die aufgeht. Ja, und dann... Ab da weiß ich immer nichts mehr. Nein, da ist Blackout. Ja. Naja, das Rezept der Woche ich habe es jetzt nämlich nicht Gericht, sondern Rezept der Woche genannt, weil ich dort gern mit euch unsere Burger-Routine teilen, zumindest das Wichtigste, weil ihr Arschlöcher da draußen, jetzt meine Restaurants damit, ja auch nicht dazu in der Lage sind, jetzt gescheite Burger zu machen. Ja. Der Kidrap und ich machen für das, was uns möglich ist, glaube ich, die besten Burger dieser Erde. Mit einem besseren Equipment kann man noch bessere machen. Ja. Wie gesagt. Und nüchterner. Ja, das ist immer das große Breakout, aber das haben wir schon oft. Das ist ein Glas Schirmmindersauce. Nicht nur essen. Ja. Also, ja, dann frisst halt nicht. Nein. Knirsch. Ja, das ist super. Ja. Also, das Wichtigste sind natürlich die Zutaten. Was für Hackfleisch nehmen wir? Rind. 100% Rind. Ja. Jetzt können wir ein paar Arschle und sagen, ja, kannst du das Gemischte nehmen, das wird dann saftiger, fegt euch, hat einfach mehr Sauce drauf, es geht um den Geschmack. Eine kleine Faustregel, wenn ihr, die funktioniert überall, die brauche ich nicht erzählen, der Kidrap ist nämlich ein Meisterwürzer, das muss man wirklich sagen, egal was dieser Mann würzt, ganz selten in den Dreck gelangt. Ich habe erst eine Speise vom Kidrap gegessen, die jetzt schlimm war, und das war eine Eispeise. Ja, mit Händel, gell? Da denke ich ungern drauf, aber der hat er selber sich gesehen, dass das nichts war. Hackfleisch auf 500 Gramm. Wenn du 500 Gramm Hackfleisch ordnungsgemäß salzen willst, dann nimmst du einfach einen gestrichenen Teelöffel Salz. Dann ist es meiner Meinung nach eine perfekte Grundwürze. Dann noch ein bisschen pfeffern, kannst noch ein bisschen Senf nicht und mehr braucht das Hackfleisch nicht. Wenn du richtig Bock hast, wenn wir es früher gemacht haben, dann haben wir noch ganz kleine Schinkenwürfel genommen, die richtig restbraun, reingemischt und ein bisschen Käse. Dann hast du einen wahnsinnig geilen Patty.
Dann das nächste, du brauchst kein 180 Gramm Patty, auf keinen Fall. 130 reicht völlig, sowas in der Richtung. Und dann machst du bitte auch keine normalen Burger, sondern im besten Fall Smashed Burger. Frag mich nicht warum, aber die sind irgendwie geiler. No. Die sind richtig Smashed Burger, sind einfach nur, dass du das Patty mit was beschwerst, dass die wirklich richtig, richtig rescher anbraun werden und auch eben dann nicht am Schluss so klar werden und so dick, weil das ist dann einfach, dann stimmt das Soßenverhältnis wieder nicht. Ja. So, das ist schon mal das Wichtigste. Ja. Wenn ihr keinen Bock habt, eure Burger Buns selber zu machen, dann nehmt jetzt zumindest sogar, du nehmt Brioche Buns und toastet die vorher an. Am besten Fall vielleicht noch ein bisschen was Kräuterbutter oder irgendwas anderes, Öl drauf und dann einmal schön. Im besten Fall eben, meiner Meinung nach, nur die Unterseite antoasten. Oben möchte ich immer noch dieses weiche, fluffige haben. Und dann, eine meiner absoluten Lieblingssoßenkombinationen, das ist unser Gorgonzola. Ich nenne es jetzt einfach mal, wie habe ich es genannt, Sweet and Spicy Gorgonzola. Ja. Und zwar nimmst du 5 Esslöffel Ketchup, mischst das mit 5 Esslöffel braunen Zucker und ein schöner Schuss mittelscharfen Senf. Und das lässt dann den Zucker auflösen drin, dann hast du eine sehr geile Sauce. Und jetzt denkst du, das ist sehr süß, gell? Ja. Was tust du dann dazu? Gorgonzola. Gorgonzola. Und zwar darfst du gerne den pikanten nehmen, der milde ist auch gut. Den schmolzt du auch im Topf. Und zwar mit einem Schuss Milch. Wirklich nicht zu viel, sonst hast du am Schluss einfach nur ein Milchding, das ein bisschen nach Gorgonzola schmeckt. Dann natürlich Zwiebeln anbraten, karamellisieren lassen. Brauche ich alles nicht sein. Sehr viel Speck. Ja. Tomaten braucht es meiner Meinung nach nicht. Salatbladel, wenn du angeben willst, mir scheißegal, kannst du gerne machen. Braucht keinen Schwanz, wirklich nicht. Du haust dann unten einen schönen Klecks von der süßen Soße, schönen Klecks von der Gorgonzola-Sauce und dann Deckel als Geschmacksträger, ein bisschen Mayo. Ja. Kannst die Mayo übrigens auch selber. Fett. Ja. Ist ein Geschmacksträger. Ganz genau. Burger drauf, dann in die Sauce tust du deine Zwiebeln, tust du deinen Bacon, Bun drauf und natürlich, was haust du, Patty drauf, was für einen Käse verwenden wir am liebsten für so einen guten Patty, meiner Meinung nach zumindest. Jetzt beim Gorgonzola hast du nochmal einen Käse mit drauf? Ja, natürlich nochmal einen Käse drauf. Und zwar, ich mag gerne einen Cheddar oder einen mittelalten Gouda. Gouda. Ist... ja, weißt du. So. Und dann machst du das Ding zu und dann hast du einfach einen sau geilen Burger. Probiert es aus. Ja. Das Rezept findest du nirgendwo, weil es unser Rezept ist. Ja. Also können wir euch nicht verlinken und mag ich auch gar nicht. So. Gibt's nichts. Gibt nichts. Fan der Woche, ich glaube, dass wir leider schon gehabt haben. Ja. Aber ich habe sonst nur einen Ersatzfan. Ja. Das heißt nicht, dass du weniger wert bist, aber du weißt jetzt sonst über das nächste Mal drauf kommen. Der Heuerfloh haben wir schon gehabt, weißt du das? Ich weiß nicht, ob wir nicht beide Floß gehabt haben vom Hopf. Ja, ich habe mit der hat uns ja letztens wieder. Habe ich gehört. Sorry, dass wir noch nicht geantwortet haben. Das ist immer das Problem, wenn wir es beide lesen, dann denkt der andere antwortet und antwortet keiner. Ja. Geiler Typ, arbeitet bei Hopf. Besorgt uns immer mal wieder ein paar Bockfotzen. Mit dem sauft man eigentlich regelmäßig. Ja. Falls wir den Floh schon gehabt haben, nehmen wir einen anderen Floh. Und sonst, wer war der Alternative noch? Der Quietschi. Ja. Ein geiler Typ, haben wir auch schon Live-Bomb getroffen. Real Life, ein geiler Typ und einfach sehr supportive. Schickt uns immer mal wieder ein paar lustige Reels und Memes. Ja. Go on, go ahead. Der Los Brutales Secret-Tipp, weil wir gerade beim Burger waren. War ein Trommelwirbel. Okay. Habe ich was falsch gemacht. Ja, ich war sehr verwirrt gerade. Jetzt habe ich es, Snake. Corner House, Irish Pub in Moosburg. Ja. Macht meiner Meinung nach einer der besten Burger, die du hier in der, hier in der Umgebung, die du in Bayern findest. Ja. Und wenn wir da auch erwähnen können, auf jeden Fall ist wie fuck wird der lang heißen? Labelle. Nein, das war die Disco. Ja, aber also das von mir. Ich habe es mal letztens wieder gelesen, weil es mich interessiert hat. Ja. Aber das hätte ich ja extra dann. Okay. Also das ist also der heilige Geheimtipp ist im Cornerhaus in Moosburg. Es sind geile Bedienungen, sowohl sexuell als auch menschlich. Ja. Und Irish Pub ist immer geil. Auch mega geile Pommes frites mit dazu. Kannst haben. Machst du nichts verkehrt. Ja. Und da haben wir ja schon bei Uwe Speyer. Ja, okay. Was steht die Woche an? Nix. Nix. Absolut gar nichts. Nein.
Mein Leben ist scheiße, seitdem ich nicht mehr trinke. Ich hasse richtig. Mein Leben ist auch scheiße, weil mit wem soll ich sonst trinken? Ich kann mit dem Harry trinken, aber der ist jetzt dann auch im Urlaub. Ja. Das ist ein Schwachschwaber. Ja, ist er wirklich. Das Wort habe ich vorher noch nie gehört. Und aber seitdem benutzt er es gern. Ja, also ist auch lustig. Die Langenbach haben das sehr inflationär benutzt. Da. Und auch letztes Mal hat das auch jemand in der Nachricht verwendet. Der Mike von Inferno. Der hat auch gesagt, dass man irgendjemand die Leute Schwachschwaber sagen soll, wenn man sauft. Ja. Haben wir ein Lob für unseren Podcast vor allem gekriegt von Mike Inferno. Ja, danke, gefreut uns. Ihr bleibt dran. Ja. Finanzielles Lob war uns lieber. Ja, aber 1000-mal lieber, würde ich fast sagen. Ja. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Danke.